Wir stellen uns der letzten großen Festung im Königreich, hier bei Fire Emblem Three Houses, bevor es eigentlich zur Hauptstadt geht. Weil hier das Ganze nennt sich irgendwie Silberne Jungfer und so. Soll doch ziemlich episch, eindrucksvoll sein. Ja, auf den ersten Blick sieht es zwar nicht schlecht aus, aber naja. Ich hatte irgendwie ein bisschen mehr erwartet, wenn ich ganz ehrlich sein darf, aber egal. Erst einmal müssen wir die beiden Typen hier platt machen. Edelgard, willst du den da hinten oder sollen wir es gar nicht euch überlassen, sondern eher unseren Mages? Ein bisschen eine hohe Crit-Chance, der gute Typi. Wo ist der Blitz? Agneas Pfeil gelernt. Okay. Das klingt eindrucksvoll. Okay, dann muss ich einen anderen Typen erledigen. So viel zu Felix Vater. So, zum nächsten Typi. Wo ich so nicht angreifen kann. Super. Das heißt, ich muss Edelgard machen. Außer wird vielleicht eine Strategie auf ihn schmeißen. Aber nicht bewegen. Boom, Chakalaka. Die sind nur das Beste, was ich einfach nicht bewegen. In der Hoffnung, es würde nichts passieren, ne? Oh, mal keine Magie. Das ist neu. Das ist gar nicht mal so schlechter Typ. Bin ja fast schon leicht beeindruckt. Hä? Fallen wo? Ich sehe keine. Haben wir jetzt gerade hier mit Heilung, ob das... Ne, da wird vielleicht auch mehr bringen. Hades Omega. Das klingt schon ein bisschen härter. Okay. Also mal Magie auf sie gebe. Jo, durch gerade. Was? Was ist los mit denen? Wieso treffen die nichts mehr? Ja, aber keine Crit-Chance.
So, dann kann vielleicht Edelgard ein Elixier anwenden. Leicht schreckt das Ganze. So. Umwerfen müssen eigentlich am besten gehen. Dann, du kommst wohl nicht so weit mit dem Heilen. Ja, damit habe ich eigentlich nicht so gerechnet, dass hier schon so krass abgeht zu Beginn. Weil natürlich schon 2 starke Gegner da vorne. Und Bernie kommt nicht hinterher. Da fehlt noch. Also. Jo. Tut mir leid. Ne, eigentlich nicht. Obwohl sie ursprünglich klauen wollte, wenn er halt das Gefühl hat, er müsse immer so schnell grad zu mir kommen und so. Stimmt, eigentlich noch das Outfit ändern müssen. Mächtiger Hammer! Oh, einen Hammer schwingen kann er. Dann müssen wir ihn das Outfit mal noch ändern. Passt irgendwie nicht so ganz zu ihm, wie ich das Gefühl hätte. So, und geht ihr weit nach oben. Schon die ein bisschen anschneiden oder mache ich erst mal eine kleine Unterstützung. So, hier ist ja eigentlich soweit alles ready. Ich würde sagen, wir gehen rechts durch, weil hier so ein Schalter ist. Ja gut, hier sind, ja, hier ist eine Falle, aber meine Sache, bis die mal da sind, das dauert sowieso. Ich verstehe nicht ganz, was das mit dem Fallen so ein Problem sein soll. Naja, stimmt, ist er wieder. So ein Kackbusch hindurch und so, da ist er sowieso nicht so schnell. So. Sehr gut, sehr gut. Jetzt haben wir die hier, wo man sagen würde, wir locken sie mal ein bisschen an. Edelgard Sammer, unserem Tank. Vielleicht ein bisschen ungewollt, aber ist jetzt halt Tank. Also auf die Entfernung angreifen. Mit Frun! Das Ganze wieder treffen! Wie geil! Ich meine, 200% muss theoretisch treffen. So, Mangel kann man da bleiben. Er hat momentan nicht unbedingt die Punkte so nötig. So, ihr wartet mal, bis Bernie hinterherkommt. Und sie hier schon eigentlich auch schon mal ein bisschen angreifen könnte.
Lucitea darf er bitten? Oder machst du dein Stratagem? Nee. Hades Bommelgar, mal gucken, wie das aussieht. Ja, das sieht nach einem Hades aus. Entschuldigung, ich habe gerade einen Frosch im Hals. So. Ein bisschen gehustet, es müsste eigentlich wieder gehen. Ah, das ist so nervig, vor allem hast du immer nur während der Aufnahme. Sonst irgendwie nie. Das ist auch relativ simpel. Kommen wir da hier hin. Mein Tod hier braucht eigentlich echt nicht irgendwie. Ja gut, die warten mal, bis die Fallen deaktiviert sind, Mensch. Und du kannst, wie gesagt, hier schon mal angreifen. Kleinvieh macht bekanntlicherweise ja auch Mist. Macht eigentlich doch noch guten Schaden. Wir wissen ja, sie muss noch ein bisschen trainiert werden. Haut einfach ab. Oh, kein Bock mehr auf die Scheiße, hau einfach mal ab. Oh ja. Jo, das ist so. Teleporten wäre eine Option, wenn ich irgendwie Bock drauf hätte. Habe ich aber keine. Hier wäre ein Magier gut da oben. Sehr gut. Der kann nachher auch mal entwickelt werden. So, dann mit einem Kackhammer. Jerisa, der mit dem Waffenlevel auch sehr gut vorankommt. Ja, und wir gehen dann wieder zurück, oder? Weil er bringt ja nichts, ja, umzustehen. Den können wir noch irgendwie, der könnte noch immer von uns erledigen. Die Frage ist, Thea, hast du irgendwie noch so einen Move drauf auf die Entfernung hin? Wir wollen ja nicht alles dort her überlassen. Na, ja, machst du es halt. Hat hier schon mal irgendwie den Mage unlocken? Das wäre mal interessant, wa? So, gehen wir nach unten. Sehr gut, dann gehen wir eben bis nach oben. Wir müssen halt warten, bis Burly nachkommt. Keine Chance, es Magiefuzis. So, wir warten auch schon. Währenddessen darfst du den da oben noch ganz kurz erledigen. Genau. Ungefähr so. Edgar langsam aber sicher zurück. Währenddessen die Petra erstmal hier hin. Tempofeder, dankeschön. Ferdi wird sie anlocken.
Stahlschwert. Du bist nachher zum Mittel angreifen. Hier oben, wie sieht's denn so aus? Dann ist der scheiß Mage wieder. Ja, Positionwechsel, wa? Okay, jetzt momentan ja nicht mehr nötig, deswegen geht's erstmal. Moment. Was rüste ich aus? Was rüste ich aus? Tief rüste ich aus, genau. Ah, Nosferatu will mal ausrüsten. So. Oh oh. Ja, ich weiß, er war geschwächt, aber er hat nicht damit gerechnet. So. Ich will dann nochmal ganz kurz hierhin zurückgehen. Das heißt, ich mache dem Pferd jetzt doch irgendwie nichts. Alter, wie kommt denn die? Na gut, greif sie mal an. Ins Knie geschossen. Was? Ja gut, mir jetzt einfach Petra. Ja, wir Petra von denen angegriffen, also gut, komm. Das werden wir jetzt noch irgendwie hinkriegen. Ich bleibe doch bei Nosferatu. So. Und sie wird sogar getroffen, ich glaube das nicht, hey. Weg von der Truhe. Ihr habt sie schon geplündert. Das kann ich auch schon. Gut, gut, gut. Wir haben mal Zeit, hier ein bisschen auf Randale zu machen. Der wäre damit hinüber. Und dann kümmert sich der Ritter des Todes um sie. Ja, bin ich gerade unbedingt so. Die Magier an. Nö, dann lassen wir mal so. So passt es auch, für mich zumindest. Jetzt habe ich hier halt doch schon relativ viele Typen, die kommen. Wobei, der kommt noch nicht. Okay, machen wir erstmal die platt. Muss also jetzt irgendwie gucken. Elegant wieder unten. Man kann sie nichts zu gebrauchen. Leider macht doch schon alle platt. Den ja später, die erstmal zunächst. Hat jemand, der eine größere Trefferquote hat? Ja, zum Beispiel ihn. Der ist weg, der kommt noch so weit, der kommt auch noch so weit. Der kommt gar nicht weit. Sehr gut. Und dann kann sich Lydithea um den da kümmern. Ja, da schafft es nicht alleine. Ja, vielleicht doch, wenn sie kritet. Nö.
Teufelsieb. Sehr schön. Michael, Dorothea, du kannst dann noch normal angreifen. Ach, nie erst zweimal testen, wa? Wie der aussieht. Autsch! Das müssen Schmerzen sein. Soweit nicht schlecht. Ich will halt hier ganz normal angreifen. Das Ganze leider momentan nicht bewegen. Aber wir können trotzdem schon mal in Stellung gehen. So doof ist, von ihren eigenen Apparatur auch attackiert und beschädigt werden, sag ich jetzt mal. So, nee, da kommen die Mages, auf die würde ich auch gerne verzichten, wenn es geht. So, Edelgar, kommst du langsam mal? Das ist echt langsam geworden. So, was machen wir hier Schönes, wa? Jetzt muss er momentan nicht angreifen. Hubert allerdings schon, der hat noch ein bisschen was, was er trainieren muss. Michael hat hier auch noch ein bisschen Feuer im Arsch, so wie es aussieht. Wie damals bei Awakening. In den guten alten Zeiten. Unterstützen, da mal ein bisschen purgativ machen. Und der Part 1 mit dem Ende zu. Am nächsten Folge sehen wir wohl die ersten Kämpfe gegen die fetten Viecher hier. Aber erst einmal die Tür öffnen. Guten Tag. Na gut, vielleicht unbedingt so. Da kommen ja die Mages. Leonie, kannst du da kurz aushelfen? Nehmen wir den hier. Okay, kriegt ihn halt nicht. Warum auch? Ja, fährt halt nicht viel Resistenz. Gut, sie zwar auch nicht, aber der kommt sowieso nicht bis dahin. Ist so schon ein bisschen vorgeschädigt. Okay, dann müsste ich eigentlich gut, ne, das ist jetzt scheiße. Ich reite direkt drauf los und mache ihn direkt platt. Ne, dann kommt der andere fiese Fuzzi von unten. Ich greife aber 2 Stück an, wa? Und ich hoffe, ich kann noch ein bisschen ausweichen, Freunde. Kann ja natürlich auch nicht, wieso auch? Pferd hat heute einfach gar kein Glück. Blöder Mage. Okay, Freunde, das wird spannend. Wie spannend genau, wir sagen es in der nächsten Folge. Den Mage hier anlocken, den natürlich auch noch, machen wir eine Dreierkombi da oben platt. Ich hoffe, das klappt so, sonst muss ich halt abhauen. Aber sehe sie gleich mit dem hier unten, wie wir das machen. Aber ich glaube, das könnte schon hinkommen, wa? Natürlich erst ein bisschen zurückziehen, damit Edelgar noch ein bisschen draufhauen darf. Und da oben dann schnell hin, um den zu deaktivieren und danach von allen 3 Seiten umzingeln und vernichten. Bis dahin, ciao zusammen.